So, jetzt erwartet uns der FC Sunderland. Und wir können dann gleich weitermachen. Gut, die spielen. Spielen die so? Ja, oder? Kämpfen auseinander. Oder spielen die so? Machen wir es einmal so, oder? Ich hab ja schon auseinander können. So, Kabay ist wieder nicht fit. Den losen wir drin nicht. Aber ansonsten sind alle ziemlich fit. Das ist gut. Pass auf, dann wir. Den dann wir da her. Oder nehmen wir den auch mit? Florenzen nehmen wir mit. Ansonsten passt das alles. Oder? Ja. Schaut gut aus. So, starten wir. Und zwar im zweiten Heimspiel. Ja, bisher haben wir einen Sieg und einen Unentschieden. Jetzt wird natürlich ein Sieg wieder sehr geil. Denn dann kann man wieder nach Romat. Fehlpass. Larsson. Der Schwede. Kabay. Ben Arfa auch wieder in Form. Johnson. Oida. Das war der erste Pfostenschuss von Zaha. Das hätte ich aber nicht geglaubt, dass der so einen Schuss drauf hat. Da ist er schon wieder. Johnson. Ach, war das... Oh. Das war ein Foulspiel im Strafraum. Ja, da gibt es ja keine Diskussionen. Es gibt Strafstoß. Gardner. So, und der vernascht uns. Links unten schluckt ein. Und 0-4 den FC Sunderland. Scheißdreck, es geht schon wieder nicht gut aus. Aber an dem Gegentor waren wir eigentlich selber schuld. Das heißt, wir müssen einen Rückstand neu laufen. Aber das haben wir irgendwie gewonnen, ne? Wir sind schon das öfter hinten gelegen. Und haben das eine oder andere Spiel dran können. Santon. Es gibt Ecke. Dodo erkämpft den Ball zurück. Ja, Ben Arfa Pento. Rose. Das war nix, eh? Ronaldo erwischt ihn wieder nicht. Der im Kopfball ist der überhaupt nicht gut. Bardsley, Zaha. Neskens, jawohl. Mit Gewalt, der Holländer. Und da sind wir wieder zurück im Rennen. Das war eine gute Position und das konnte er. Denn unter anderem ist er für sowas in unserem Team. Ja, exzellent gemacht.
Da war der Torwart chancenlos. So, und somit steht es jetzt uns wieder. Und das schaut schon mal gleich mal besser aus. Das heißt, wir können gleich zum Angriff wieder übergehen, um die Führung zu übernehmen. So, diesmal war es aber kein Foul. Es gibt Ecke. Farfan. Und wieder der Saha mit Gewalt. Ronaldo kann das Laufduell gewinnen. Und es gibt Ecke. Ja, da wollte ich eigentlich noch querlegen. Aber da waren wir zu schnell unterwegs. Zweite Ecke. Jawohl, und Mbaba. Da ist doch unser bester Kopfballspieler, wie gesagt schon. Das kann der einfach. Nachher super Ecke von Dodo. Ja, springt von der Latte genau hinter die Linie. Und somit führen wir jetzt. Abgeblockt. Das hätte sonst gefährlich werden können, wenn der da den nicht geblockt hätte. Dodo. Neskens. Kabay. Und Santon wieder. Ja, der war super gekommen. Aber Ronaldo ist bei Kopfballspiel ist ja irgendwie total die Pfeife. Jetzt schießt er den Verteidiger. Und Farfan. Das war wieder Farfan. Was tut denn der da hinten? Ronaldo, Neskens läuft mit. Ich glaube, es hat schon gelohnt, den Holländer zum Kaufen. War durchaus eine Verstärkung für unser Mittelfeld. Und wir sind in der Nachspielzeit. Ja, es pfeift ab. 2-1 zur Halbzeit. Ja, schaut ganz gut aus für uns. So, wir könnten wechseln. Und ich glaube, das tun wir auch. Kabay war nämlich bisher nicht so gut im Spiel. Deswegen geht der jetzt ober. Und dafür bringen wir Oscar. Der ist nämlich in besserer Form. Johnson. Kolosini dazwischen. Und es geht in die andere Richtung. Über den Baba. Neskens. Ja, den erwischt er nicht. Aber Zweikampfsieger. Was war das jetzt? Abseits.
Aber es war ein schöner Pass. Rose. Ronaldo gewinnt den Zweikampf. Das war nix. Gardner. Ja, das war faul und gibt Gabe. Nein, gibt keine. Ausnahmsweise. Ist ja ziemlich selten, dass es einmal keine Gabe gibt. Und es gibt Einwurf für Sunderland. Ein Missverständnis. So, den hat er entschärft. Brown. Bardsley. Und wieder Einwurf. Also Sunderland probiert schon. Aber noch steht unsere Abwehr sicher. Verdammt nochmal, das hätte der Torwart haben müssen. Das war jetzt fast nach hinten losgekommen. Abgeblockt, ganz gut. So, und Santon, der Italiener. Oscar. Farfan kann sie durchsetzen. Naja, und da war der Fehlpass. Jawohl, so muss es sein. Dembaba zum 3-1 und er macht seinen ersten Doppelpack in der Saison. Und den hat er super genommen. So, da ist Farfan, der hat den Pass gespielt. Das müssen wir nochmal anschauen. Also, da kriegt er. Vielleicht sieht man es da besser. Mit links nimmt er noch, dann nochmal. Ja, legt ihn super vor. Und haut damit rechts in die Maschen. Zum 3-1 für Newcastle. Und in der Song des Spiels gelaufen. Außer die anderen bringen noch ein paar Tore zusammen. Saha. Vorsicht. Larsson, der Schwede. Und die nächste Chance, also Vorsicht. Die sind noch nicht fertig, die geben nicht ganz auf. Ronaldo, der hat bis jetzt noch nicht getroffen. Aber jetzt fast. Was war das jetzt? Achso, Foulspiel. Freistoß gibt es. Den macht Oscar. Kann der das? Farfan ist aber besser. Pass auf, links oben ins Eck vielleicht. Vielleicht haut sie. Ja, fast. Der hätte schon passt. Von der Höhe her hätte er bestimmt eine passt. Aber der Tor war ein Tick besser.
So, muss ich mal schnell schauen. Denn wir wechseln jetzt. Pass auf, Scher, der kann auch links hinten spielen. Das ist ganz gut. Und ich glaube, ich mag Ben A. Fauster da. Der ist halt nicht so gut. Und dann mal den Doma. Und den da rein. Ja, der geht vorbei. Oder in die Hände vom Torwart. Bardsley. Bramble. Und den Baba erwischt den nimmer. Das war abseits. Das war abseits, aber eindeutig. So, 2 frische Männer für uns. Für die letzten, ja, knapp 8 Minuten. Plus Nachspielzeit. Coloccini. Und Sinclair. Ja, da bleibt er beim zweiten Hänger. Lawson. Saha. Oh, das war vielleicht nicht so gut. Jetzt gibt es ein Gelbe. Und noch mehr Freistoßchance für die rot-weißen Herren. Es gibt 1 Minuten. Gut, passt eigentlich. McLean. Und wahrscheinlich noch für die Sunderländer. Und sie kriegen noch eine Chance. Per Ecke. Geklärt. Gut. So, das dürfte das Gewinn sein. Und somit hätten wir den zweiten Saisonsieg. Ja, das haben wir ganz gut gemacht. 1-0 hinten gelegen. Und dann haben wir das Spiel gedreht. So, wie schaut es denn in der Liga aus? In der Tabelle besser gesagt. Arsenal London abgeschlagen auf dem 12. Platz. Und es gibt einige Mannschaften, die haben nur überhaupt keinen Punkt. Ja, 4 große Teams vorne. 3 Spiele, 3 Siege. Wir sind auf dem 7. Ja, und die neuen Mannschaften, die aufgestiegen sind, das sind die Blackburn Rovers, die Wolverhampton Wanderers und die Bolton Wanderers. Also sind die 3 neue. Kabay möchte mit Ihnen reden. Warum? Achso, er ist begeistert von unserer tollen Mannschaftsleistung. Ja, du pfeifst doch ruhig spät. Beziehungsweise nur auf Halbzeit.